Ciao zusammen und willkommen bei einem neuen Video von mir. Und heute gibt es wieder eine kleine Präsentation. Und zwar bin ich erst letzte Woche wieder einmal im GameStop gewesen. Zum allerersten Mal seit Ende Januar. Und es hat wieder ein paar Sachen gegeben, die ich gefunden habe. Und diesmal auch ganz speziell bin ich auch zwei Games, die ich auf meiner persönlichen Streichliste hatte, bin ich sogar auch beim GameStop losgeworden. Und ja, da bin ich erst recht zufrieden drüber. Und ja, aber zuallererst, bevor ich noch darüber ein paar Worte verliere, möchte ich doch die drei Games, die ich neu gefunden habe, beim GameStop, die möchte ich jetzt zeigen. Und von dem her geht es jetzt ab an den Schreibtisch. Da wären wir jetzt also in Front von meinem neuen PC. Wobei, so neu ist jetzt der mittlerweile ja auch schon nicht mehr. Jetzt habe ich ja schon ein paar Monate. Aber ich bin richtig zufrieden damit. Und jetzt möchte ich einmal zeigen, was ich da alles gefunden habe letzte Woche beim GameStop. Und das erste, das ist gerade mal ein bisschen spezieller. Ich meine, eigentlich normalerweise bin ich ja kein Trophy-Stacker, aber das hat mehr auch mit zu tun, dass es auch noch weitere Updates gegeben hat, was es auf der PlayStation 3 Version nicht gibt. Und zwar ist das das Minecraft. Ja, ich bin schon auf der PlayStation 3 am Suchten und jetzt also auch auf der PlayStation 4. Wie ich schon erwähnt habe, es hat eine Menge Updates gegeben, was es nur in dieser Version gegeben hat. Und das will ich halt einfach eben auch ausprobieren. Das muss einfach sein. Und da habe ich nicht können. Nach dem habe ich wirklich gesucht. Und das ist auch anders als bei vielen anderen Games, wo schon gebraucht worden sind, ist das aber ganz neu. Und ja, ich habe auch schon jetzt mittlerweile eine neue Welt in dieser Version schon gestartet. Und mal schauen, was es da alles dann gibt. Es wird auf jeden Fall ziemlich spannend werden. Und dann haben wir noch zwei Games, die sind beide gebraucht gekauft, aber in sehr gutem Zustand. Das erste ist Assassin's Creed Chronicles. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Assassin's Creeds gespielt und ich habe das eigentlich nur per Zufall gefunden. Und das Spiel selber, beziehungsweise die drei Teile in einem, die sind so gehalten als eine Art Side-Scroller-Spiel, also anders als die üblichen Assassin's Creed Games. Ich denke mal, das ist durchaus eine nette Abwechslung und sicherlich auch einmal eine gute Vorbereitung, wenn ich irgendwann einmal dann vielleicht auch einmal das Assassin's Creed Origins oder das Odyssey spielen werde. Aber wenn ich die zwei Spiele jemals spielen werde, das weiß ich selber noch nicht. Ich bin nämlich mit meiner offiziellen Trophäensammlung ohnehin schon kilometerweit hinten drin. Und jetzt die ganze Zeit einfach immer nur ein neues Spiel zur offiziellen Sammlung hinzufügen. Das bringt es auch nicht, weil dann vernachlässigt man andere Spiele und das bringt es halt eben auch nicht. Aber darauf würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und das dritte Spiel ist Watch Dogs. Nach dem Spiel habe ich gesucht. Ja. Und zwar ist das eben so, mittlerweile gibt es ja schon einen zweiten Teil. Und ein dritter Teil ist auch schon angekündigt worden. Und ich habe gedacht, wenn ich jemals Watch Dogs spiele, dann möchte ich es eigentlich, dass ich mit dem ersten Spiel anfange. Und naja, online habe ich es eben nicht finden, dort wo ich meine Games bestelle.
Dann habe ich gedacht, kann man schauen, vielleicht im GameStop. Und dort haben sie es tatsächlich gehabt. Und ich habe auch extra nach der PlayStation 4 Version geschaut. Und nicht nach der PlayStation 3 Version. Auf das Zocken freue ich mich auf jeden Fall mega brutal. Und eine witzige Geschichte ist auch ganz typisch, wie es im GameStop halt so ist. Ich bin dort reingekommen und dann bin ich gerade zu den PlayStation 4 Games gegangen und habe BW geschaut, aber dort hat es keine Watch Dogs gehabt. Ich habe das Spiel gefunden unter B. Also, wer im GameStop nach irgendwelchen Perlen sucht, durchsucht alle Buchstaben, durchsucht jede Linie, denn ihr wisst nie, wo sich Games irgendwie verstecken können. Das ist mein Tipp an alle. Ja, und bevor ich jetzt noch CDs zeige, möchte ich noch über die 2 Games reden, wo ich beim GameStop losgeworden bin. Das erste Spiel, das ich losgeworden bin, ist das Resident Evil 6 gewesen. Und ich muss ehrlich zugeben, auch wenn ich habe mal ein Let's Play von dem Spiel geschaut und es hat mir ziemlich gut gefallen. Und das ist auch der Grund gewesen, warum ich es eigentlich selber spielen wollte. Aber als ich es dann selber hatte, bin ich nie wirklich auf Touren gekommen mit dem Spiel. Ich habe zwar immer wieder einmal angefangen und einer ist sogar recht weit gezockt, aber ich habe es dann immer wieder gelöscht. Und ja, für mich hat das einfach keinen Sinn mehr gemacht, das Spiel. Und deshalb bin ich noch so froh, da ich es jetzt losgeworden bin. Vielleicht hat ja noch irgendjemand Spaß damit. Und das zweite Spiel, das ich losgeworden bin, da bin ich ehrlich gesagt sogar noch ein bisschen glücklicher drüber, auch wenn mir das Spiel gefallen hat. Und zwar ist das The Last of Us auf der PlayStation 3. Wie ich jetzt gerade schon erwähnt habe, ich habe das Spiel schon durchgespielt und die Story hat mir auch gefallen. Aber für mich hat es nie irgendwie einen Anreiz gegeben, die Story noch einmal durchzuspielen. Und erst kürzlich hat es die Nachricht gegeben, dass jetzt anscheinend im September Naughty Dog, also der Entwickler von The Last of Us und der Uncharted-Serie, auf der PlayStation 3 bei diesen Games die Server bald schließen wird, wahrscheinlich eben im September. Und ich habe das Spiel nie, The Last of Us, in meiner offiziellen Trophäensammlung aufgenommen. Dann habe ich gedacht, dass das auch nicht mehr machen wird, weil wenn ich es mache, dann will ich sicherlich auch Platin-Trophäen und dann macht es für mich einfach keinen Sinn, wenn ich da noch irgendwie in 1,5 Monaten versuche, das Ganze durchzuwürgen. Und damit bin ich wirklich zufrieden, dass ich das Spiel jetzt losgeworden bin. Okay, und zum Schluss möchte ich jetzt nur noch schnell noch einmal die CDs von den Games zeigen. Angefangen noch einmal mit dem Minecraft. Wie gesagt, nicht nur mit PlayStation 3 Version ist bei mir schon heiß gelaufen, sondern jetzt in den gut 1,5 Wochen auch schon die PlayStation 4 Version. Ja, richtig nice. Und ich muss sagen, die kleine Testwelt, die ich begonnen habe, die ist mit einem Gebäude zwar noch ziemlich klein, die Siedlung und die Welt generell, aber ich habe auch schon den neuen fliegenden Händler, der zwischen Siedlungen umherwandert, den habe ich schon gesehen mit seinen Lamas. Also, ja, der Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Und wer weiß, mit der Siedlung, die dann immer noch grösser wird, kommen dann wahrscheinlich auch noch mehr Siedler. Und da noch einmal Assassin's Creed Chronicles. Finde ich auch ziemlich schön, wie die CD aussieht. Und ich finde es auch gut. Der offizielle Name ist, glaube ich, Assassin's Creed Chronicles Trilogy Pack.
weil eben alle 3 Games in dieser Sammlung sind. Und das Spezielle daran, ursprünglich, wo die 3 Spiele rausgekommen sind das alles 3 eigenständige Spiele gewesen. Und alle 3 ohne Platin-Trophäen. Und jetzt eben das Trilogy Pack hier. Das hat eine eigene Trophäenliste mit Platin-Trophäen. Und ich bin der Meinung ohnehin, wenn ich mir schon Zeit und alles investiere, um Trophäen zu jagen, dann will ich auch gerne mit Platin-Trophäen belohnt werden. Wer weiß, vielleicht ist das auch ein Anreiz an andere Spiele, wo keine Platin-Trophäen haben, wo es vielleicht irgendwann einmal spezielle Versionen gibt. Aber bei manchen ist das halt eben auch nicht der Fall. Und dann haben wir noch so Watch Dogs. Das sieht auch richtig cool aus. Ey. Mit dem Logo da. Und so farblich dunkel gehalten. Das finde ich schon ziemlich nice. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, dass ich das Spiel nicht spielen wird, bis ich es in meine offizielle Sammlung aufnehme. Wenn das genau sein wird, das kann ich sicherlich nicht sagen. Zumindest jetzt nicht. Aber wie ich schon erwähnt habe, zu viele Spiele in meiner offiziellen Trophäensammlung aufnehmen und es dann wieder eine Zeit lang nicht beachten. Das ist einfach nicht mehr so sehr eine Option. Ja. Und das wäre es also gewesen. Das sind alle 3 Spiele, die ich letzte Woche gefunden habe. Und die sind jetzt also somit neu in der Sammlung und damit will ich Spaß haben. Und an alle, die sich das jetzt angeschaut haben, danke ich vielmals, dass ihr reingeschaut habt und bis ein andermal.